Ich glaub's nicht. Habe ich schon wieder anschauen müssen. Na, liebe Leute, servus. Der Johann Baris ist wieder da. Habe ich schon wieder einen Mürbteig machen sehen. Ja, geh. Wie kann man das noch so machen? Ich zeige euch jetzt was. Für Weihnachten Nonplusultra Kipferl. 3 verschiedene Kipferl, ein System. Super. Einmal mit Vanille, Zitrone, einmal mit Schoko und Orange, einmal mit Karamell und Amaretto. Und gemacht wird da nicht irgendwo am Bredel alles zusammen da und dann brandiger Mürbteig hergestellt. Nein, wir machen das mit der Maschine. Das geht mit dem Handmixer genauso wie mit ein bisschen einer größeren Maschine. Mürbteig immer zuerst die Butter und Zucker weich arbeiten, dann kommen die Gewürze und die flüssigen Sachen dazu, wie Amaretto oder die Eigelb natürlich. Und dann kommt das Mehl relativ zügig drunter. Ein Prinzip, eine Sache. Jetzt kann man natürlich mit solchen Aromageschichten auch arbeiten, aber wenn man sowas Schönes wie Bio-Orangen hat, dann nehmen wir natürlich die hier. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt, dass das ganz einfach geht. So, auf diese spitze Seite, da legen wir ein Backpapier oder so Pergamentpapier drauf und da reiben wir dann die Schale ab. Und schon haben wir die schöne Schale hier unten und wir haben für das Aroma das Beste, was man sich vorstellen kann. Es geht bei der Zitrone genauso gut wie bei der Orange. So, wie gesagt, Butter und Zucker und dann eine Prise Salz gleich rein. Und das wird jetzt mit dem Knethaken nur vermischt, ein bisschen weich gearbeitet. Da schaut her, das hat keine halbe Minute gedauert, dann ist der Zucker mit der Butter vermischt. Jetzt kommen dann die Gewürze rein, in dem Fall als erstes einmal die Zitrone, dann haben wir gute Vanille und das Eigelb. Und das mischen wir jetzt genauso. Und das ist jetzt genauso schnell gegangen. Und jetzt kommt nur noch das Mehl rein. Und damit es fein wird, Vanillecremepulver. Aber da habe ich mir ein schönes Bio-Vanille-Cremepulver geholt, weil da echte Vanille und nicht bloß das Vanillin drin ist. Vanillin wird inzwischen aus Bakterien hergestellt. Früher hat man es aus Holzspänen gewonnen. Da ist eine gescheite Vanille drin. So, und das geht jetzt genauso schnell in der Maschine. Man darf es ja nicht so lange rühren, wird der Mürbteig brandig. Das heißt, er bröselt. Dann können wir Streusel draus machen. Okay, fang an. So, nur noch ein bisschen zusammenkneten. Und dann wird es in Folie eingepackt und geht in den Kühlschrank. So, dann schön formen unseren Teig und einpacken in Folie und dann muss er durchkühlen. Und in der Zwischenzeit kann man die anderen 2 Teige herrichten. Die 3 verschiedenen Teige haben wir jetzt nach dem gleichen Prinzip hergestellt. Die sind in der Kühlung gewesen. Sehr gut ist über Nacht, aber mindestens 2 Stunden. Dann kommen wir es nochmal in die Maschine rein und wird nochmal weich gearbeitet, so kalt wie es ist. Dann entweder Rolle oder ein Stück machen, wo man Vierecke rausschneidet und so weiter.
Dann gehen wir danach schön unsere Kipferlwurzeln. Zwar so in der Hand. Ja. Zack. Und gut ist. Machst du das nochmal bitte? Ja. So, man muss in der Hand ein bisschen zusammendrücken, dann funktioniert es am leichtesten. Zack. Dann kommen sie auf ein Blech, das sprühen wir mit Trennwachs ein. Das ist auf Bienenwachsbasis und da bleibt nichts pappen. Dann kommen sie in den Ofen, 175 Grad, und schauen wir mal, wie lange es brauchen. (175 Grad), 10 Minuten. Wenn sie unten so eine Farbe haben, dann sind sie fertig. Und gleich warm in Zucker rein. Warte mal. Ich sehe es nicht. Ich muss es. Genau, okay. Ja. Wenn es gleich warm in Zucker reinkommt, dann bleibt der Zucker auch haften. Vanillezucker, Zimtzucker, wie es beliebt. Man kann aber auch, wenn man ein bisschen langsamer ist, wenn es kalt ist, einen Puderzucker drauf tun, man kann es in Schokolade tauchen. Alles erlaubt, alles genehmigt. Hopp. Und manchmal geht aus Versehen eins kaputt, das darf man dann gleich essen. Ich wünsche viel Spaß beim Nochmal. Grüß euch, Servus, euer Johann Badestil.